Wochen auf ist. Zum Glück ist Freitag. Mit dem Fabian Unterreger. Wir fangen zuerst bei etwas Unverfänglichem an. Roger Federer, Halloween war schon vorgestern. Bei Ihnen im Quartier sind da auch Kinder läuten? Ja klar, oder? Ich finde es super. Wenn Kinder bei mir läuten und Süßes wollen, habe ich immer genug Schocke von Lind im Haus. Oder sie kriegen eine Rolex oder eine Kaffeemaschine von Jura oder ein Siegling von Gillette, oder? Sehr beliebt. Bei den Kindern sind auch strukturierte Produkte von der CS, oder? Aber das strukturierteste Produkt von der CS ist sicher mein Bankkonto. Halloween ist ja der Abend von Allerheiligen. In den katholischen Kantonen ein Viertag, in den anderen nicht. Zum Beispiel Zürich hat ja wahrscheinlich geschafft, oder Nationalrat Christoph Merkel? Natürlich, es muss geschafft werden. Ein Wunder ist in diesem Land überhaupt etwas heilig. Frau Fetsch, Titularprofessoren offensichtlich nicht, gell? Sie an Allerheiligen sollte man ja den Toten gedenken und Gräber besuchen. Ich für meinen Teil gedenke den Halbtoten und statt der Nathalie Rickli, dem Zuppiger und dem Spuler einen Besuch ab, verstehen Sie? Vielleicht sind Sie schon im Museumskeller, habt ihr Wesen? Ja, danke vielmals. Die Woche hat ja vor allem ein Name die Schlagzeilen dominiert. Sandy Frankenstorm, so haben die amerikanischen Medien geschrieben, hat grosse Teile der amerikanischen Ostküste verwüstet. Speziell New York hat gelitten. Ciao zusammen, das ist der Blick am Morgen. Manhattan oder nicht, der Song ist mir gerade spontan in den Sinn gekommen. Muss ich unbedingt recorden mit Wasserpfeifen und Windjammer remixen. Speziell aus Manhattan hat man krasse Bilder gesehen, alles unter Wasser gestanden, U-Bahn-Schächte, Strassen. Bastian Giro, als grüner Nationalrat. Ja, Entschuldigung, darf ich noch schnell meine Frage stellen? Ist das auch eine Folge von der Klimaerwärmung? Also, was sich schon wieder gezeigt hat, ist, wie blöd Autos sind. Statt sich vor dem Sturm zu schützen, sind viele einfach abgesoffen. Bilder von Manhattan sind unter die Haut gegangen. Viele von uns kennen ja New York aus eigenen Reisen zum Beispiel. Stefan Eicher, als Musiker und Weltreisender sind Sie ja schon überall gewesen, oder? Ich weiss nicht, was es ist. Ich spüre ein grosses Mitgefühl für die Bevölkerung von New York. Ich habe viele tolle Freunde dort, tolle Menschen, Musiker, die jetzt ohne Strom sind. Darum habe ich mir überlegt, ob ich jetzt nach New York soll reisen, pilgern, mich annähern zum dort mit meinem Freund Manu Sukelalu oder mit dem Bongospieler Membelele Bembelulu soll ein tolles Strassenkonzert geben. Mit selber gebastelten Eichenholzinstrumenten aus Treibholz. Oder ob ich einfach ein paar Leute soll umarmen und ihnen einfach Wärme, Chaleur spenden. Ihr seid de l'inspiration. Zum Glück ist Freitag. Mit dem Fabian Unterreger.